Hallo und herzlich willkommen zurück in der Parkside-Werkstatt. Ich bin der Dantes und wir bauen heute einen Multi-Hanteltrainer. Wie immer findest du alle Materialien und Werkzeuge unten in der Bauanleitung. Wir starten damit, unsere Standpfosten auf das richtige Maß abzulenken und dafür benutzen wir die Handkreissäge. Beim Ablenken des oberen Rahmens setzen wir die Balken auf Gärung ab. Jetzt noch die Querpfosten ablenken und dann können wir die Löcher bohren. Für das exakte Ansetzen und das ausrissfreie Bohren habe ich mir hier eine Schablone gebaut. Für die Stangenablage bohren wir im 15-Grad-Winkel. Nach dem Kantenfräsen noch schleifen und dann sind wir mit dem Balken durch. Für die Eckverbinder haben wir uns Siebdruckplatte in 12 mm ausgesucht. Diese Platte schneiden wir uns erstmal auf das benötigte Format zu. Nachdem ich nun 8-mal diesen Diagonalschnitt angesetzt habe, baue ich mir erstmal eine Schablone zum Anreißen, Fräsen und Bohren. Für die Schablone benutze ich MDF 12 mm und kann darauf den Radius und die Bohrlöcher für die Eckverbinder anreißen. Fertig sieht die Schablone dann so aus. Jetzt kann ich die Form auf meine Platte übertragen und grob mit der Stichsäge aussägen. Jetzt kann ich die Form mit der Oberfräse exakt kopieren. Zum Schluss habe ich noch die Kanten nachgefräst und jetzt ist unser Eckverbinder fertig. Im letzten Schritt vor der Montage schneiden wir das Edelstahlrohr für die verschiedenen Ablagen zu und entgraten diese. Wir starten mit der Montage des oberen Rahmens und positionieren die Balken mit den Gärungen zueinander. Als nächstes positionieren wir die Eckverbinder und setzen 2 zusätzliche Löcher, damit wir mit der Schraube nicht in der Gärung landen. Achte darauf, dass die raue Seite zum Holz zeigt, denn damit erwirkst du eine bessere Verbindung. Als nächstes montieren wir die Seitenteile. Achte darauf, dass die Eckverbinder oben um die Materialstärke des Rahmens überstehen und unten um 10 mm zurückspringen, damit wir auf den Pfosten stehen. Als nächstes montieren wir den unteren Querpfosten an den Standpfosten. Damit es hinten nicht abrutscht, nimm dir ruhig eine Zwinge zur Hilfe. Die beiden Seitenteile sind fertig und jetzt montieren wir den oberen Rahmen und den hinteren Querpfosten.
Nachdem ich nun die restlichen Ablagen eingeschlagen habe, setze ich die Rohrkappen drauf. So, jetzt fehlt nur noch die Bank, ein paar Gewichte und dann kann's losgehen. Du packst das.